Ich freue mich so hart so. Kein Bock mehr. Aber egal, Respekt momentan. Also, ja, der hat ja unser wunderschönes Setup gesehen. Es hat nur einen kleinen Haken gehabt. Hier reingeschifft, alles an meinen Rücken angelaufen, unten in Bens Hängematte getropft. Und bei Ben hat es so vorne angeschifft, der hat es zuerst. Bei Ben hat es hier zuerst noch hergeschifft, so. Ja, ihn hat es zuerst mögen. Dann haben wir mit der Wärmedecke sind wir beide hier unten dran gesessen. Und genau, jetzt tröpfelt es gerade so ein bisschen. Aber es hat so richtig hardcore geschifft und gewittert und Kagelt. gehagelt hat es auch. Und das ist wirklich so, wir sind in der Apple Watch Ultra Werbung eigentlich geschwind vorgekommen, ohne dass wir es gemerkt haben. Ja, und es ist jetzt etwa 4, 5 Uhr am Morgen. Wenn nicht 3. Wir haben beschlossen, wir packen zusammen und fahren los. Weil entweder frieren wir hier oder wir fahren jetzt los. Und wenn die Sonne aufgeht, tun wir einen Kaffee raushaben und gehen uns dort aufwärmen. Liebe Mütter, falls ihr das seht, ich glaube, wir sollten uns da fertig über unsere Schaffen lustig machen. Aber ja, wir haben jetzt fast zusammengepackt. Jetzt kommt noch das Tarp und dann meine Hängematte weg. Und dann sind wir auf dem Ride zu Süden. Und der Himmel ist alles bewölkt. Ja. Okay. Also das Bild sieht eher komisch aus. Ich nehme an, irgendwie das Objektiv oder sonst etwas in die Kamera, also der Sensor oder so, ist einfach komplett beschlagen. Wir lassen das nicht mal ein bisschen auslüften. Nein, aber es funktioniert noch und es sieht irgendwie fancy aus. Wir sind gerade am Porridge kochen, wir haben ein bisschen Schoki drin getan. Wir haben mit Krüseliwasser gekocht, das kommt besser dann scheinbar. Ja, halt das Bild in Misteffekt. Hier hängt dann Benziszeugs. Da vorne ist ein bisschen mein Zeug. Alles ist komplett nass. Ich habe das erste Mal Sonne. Ich bin jetzt einmal Blutfuß einfach so abgezogen und es war so scheiß Gräschen drin. Bruh, who cares? Jetzt wird gefoodet! Monji Monji! Ja, vorher waren wir noch in Vögelzoo. Vögel so! Yeah. Ja, sind wir uns dort in einen Kaffee in einen Pub. Uns ein bisschen aufwärmen. Alle Leute haben sich dort irgendwie gekannt und wir dort in den Regenkleidern reingehockt und unser Chocolatino! Chocolatino getrunken. Ja, aber es war gut. Yes. Ja, jetzt haben wir schon viele Kilometer gemacht. Wir haben sicher schon 30, 40 Kilometer gemacht. Meinst du so viel? Ich glaube es nicht. Mo, ich denke, 30 haben wir auch schon. Nee, maximal 20. Immer schon viel für einen Morgen am 9 Uhr. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die Sonne ist jetzt gerade aufgegangen. Mangiare! Ben? Ja. Was läuft? Da haben wir noch die Linse am Trocknen, die ist komplett beschlagen von innen. Da der Punkt. Darum haben wir jetzt eine andere Linse müssen drauf tun. Jetzt haben wir gar keine Linse drauf. Ben! Doch, doch. Nein, wir haben gar keine Linse drauf. 3D-Druck, Ben, da ist keine Linse drin. Filter. Eine Linse tut das Licht brechen, das passiert hier nicht. Da... Das ist ein Filter. Nein, Was ist das? das Objektiv. Das Objektiv habe ich gemeint. Kannst du den Rest rauslöschen? Auch schon! Ja, ein Objektiv haben wir drauf, oder? Ja, es ist ein bisschen blöd. Das Objektiv, das ich drauf habe, hat wie 2 Eingänge. Und darum habe ich hier Velo und da nochmal Velo. Top, die Wette qualmt. Das hat auch bei mir UK-Lehrer gesagt.
Hauptmann Frank am Schluss. Wir haben jetzt, wie ihr gesehen habt, ein bisschen Musik gemacht. Wir haben sehr lange eigentlich Musik gemacht, weil hier die Sonne geschienen hat und es ist schön. Und in Steffisburg und Thun haben wir gesungen, Treibgut haben wir gesungen, Beatles haben wir viel gesungen. Einfach ein bisschen Ukulele-Lieder gemacht und es hat viel Freude an uns. Unser Zeug ist glaube ich ein bisschen getrocknet, auch hier ja, überhaupt nicht getrocknet. Aber gleich, es hat ein bisschen auslüften und schon vielleicht ein bisschen trocken anfangen. So ein Anfang ist es ja mal. Und jetzt gehen wir ans Meer, würde ich sagen. Gehen wir ans Meer? Ja, heute noch. Es gibt vielleicht wirklich ein bisschen Late-Night-Drive, oder? Ja. Aber hey, who cares? Ja, ich würde sagen, gehen wir. Steht, wie geht's? Es geht gut. Es hat jetzt gerade Tropfen, grosse, dicke Tropfen. Es wird sofort solche Plätze geben. Und unsere Kleider sind eigentlich trocken geworden, die wir uns als fahrende Wäschständer benutzt haben. Und wir gehen jetzt etwa 3 Liter Wasser reichen. Wir schauen wieder, ob es Brot hat. Die Italiener haben irgendwie kein Brot da. Und die Krähen auch nicht. Ja. Und Schoki und ein kleines Snack für zwischendurch. Wir können wieder raus und schauen, wie es mit dem Regen ist. Und dann legen wir je nachdem wieder etwas an. Ja. Vorher sind wir noch auf der Autobahn gefahren. Ersatzautobahn. Und dort läuft halt Velos so drauf. Das war scary. Vierspurig, mit einer Bande in der Mitte und dann noch Pannenstreifen links und rechts. Aber es ist nicht als Autostrada angeschrieben, sondern eben so eine blaue Straße. Von dem her, ja. Wir haben jetzt gerade eingekauft. Wir haben gekauft Schoki, Wasser, Brot, Mozzarella, Hackflöckchen, Früchte, Aufstrich. Jetzt essen wir ein bisschen Brot, Aufstrich und Mozzarella. Eine wahre Seltenheit. Allora, schau mal, siehst du das? Das ist so unbedingt. Haben wir jetzt schon perfekt. Ben, was hat man gemacht, bevor Snapchat-Filter gab? Das. Was ist jetzt der Plan? Ja. Fahren. Komm näher, gehen wir. Das Meer, stimmt. Ja, das nehmen wir an. Am Strassenrand der Fritz U-Bahn, grau-blau der Himmel und auch das Meer. Wir waren schon einmal, es ist gar nicht mal so lang. Die Landschaft fliegt an uns vorbei, ja. Hier sind wir schon einmal. Es ist gar nicht mal so, gar nicht so lange her. 15 Minuten ungefähr. Wir sind eingeklemmt hier. Zwischen daheim und dem Meer. Wir sind eingeklemmt hier. Zwischen Bernhard und dem Meer. Wir sind eingeklemmt hier auf dem Hügel von Parol. Und der Stutz macht schlechten Laune. Ja, wir sind in Parolo. Bro. Bavarolo. Sil. Bavarolo. Pardon. Bavarolo. Ja, das war jetzt rassistisch. Bruh. Warum? Ja, mit der Geste. Aber es ist schon so, also wir haben Leute gefragt, wo das durchgeht und sie sind so «Mamma mia!» Mamma mia, parli cinque, ja, Sinta Donta Sinta, parli quinti. Etwa so. Das ist gut. Und wir sind neben dran gestanden und hätten schon lange gehen wollen. Ciao. Polizia! Carabinieri. 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 Oh nein, haben die rausgerissen. Wir sind auf einer Hochraube gefahren, wo wir auch haben. Also die ist safe nicht mehr als 15. Scheiße ist die jung. Aber sie fährt immerhin gut. Boah, Ich was glaub, für im Automarken kennen wir hier? Fiat. Und? Peugeot. Peugeot. Fertig. Es ist wirklich... Zwischendurch
Ist das ein Suzuki Ja, oder ein das ist Seat? ein Suzuki. Hey. Ja, ja. Gehen wir. Also wir sind so vorher da, der Hocker angekesselt. Hier haben wir ein Stoppschild gesehen, dort vorne wäre die Stopplinie. Beim Stoppschild haben wir auf der Bremse. Die Distanz, die wir vom Stoppschild bis zur Stopplinie haben wir dann nochmal gemacht. Plus, dass unsere Bremsen extrem fest geschmückt haben. Komm mal mit, Ben. Also, meine Hinterbremse. Ich kann es immer noch stoßen und es schreisst es nicht einfach drüber. Das sollte nicht so sein. Und darum tun wir jetzt mal sich bei meinem Velo die Bremsen nachziehen. Und Ben, ich weiss nicht, wie das bei dir würde gehen. Vielleicht sind bei dir Klötze durch. Alter Schwede. Das ist so etwas von dir. Hast du dabei? Totubu. Ja, hey. Ja, aber hat das so mit Sterben so bei Stoppschildern? Also ja, Italiener, das ist... Hier ist echt etwas anderes, glaube ich, mit Autofahren. So in Kreiseln blinken kennt man nicht. Aber was ich cool finde, bevor sie das Velo überholen, tun sie Lichthupen und sie tun mit Blinker. Was aber nicht so cool ist, dass sie immer so die durchgezogene Linie in der Mitte der Straße gehen, sie immer so ein bisschen drüber. Und zwar eigentlich komplett, also das ist gäbig für uns. Und dann, was ich auch nicht so cool finde, es kommt ein LKW entgegen. Du bist mit dem Velo ganz rechts, so bei Fiat 500 oder so Fiat Pandas, verstehe ich es jetzt noch, wenn sie so durch... Also, ich verstehe das nicht, aber es ist okay, wenn die das machen. Aber wenn dann so ein Jeep irgendetwas kommt so, und einfach auch noch... Ja, gib ihm... Staying alive, staying alive. Torino haben wir jetzt sind durchgefahren, wir sind uns nicht sicher, weil manchmal ist es wieder angeschrieben und manchmal auch nicht. Aber da letzte Nacht ein bisschen zu heavy war und wir das nicht die Nacht wiederholen wollten, sind wir einfach weitergefahren und ich dachte, ja, wir fahren mal so lange wie wir mögen und dann fahren wir noch weiter, bis wir etwas Verlassenes finden. Aber jetzt plötzlich steht schön angeschrieben Alba und der Mael ist zu Alba, irgendwo dort in der Nähe. Und je nachdem können wir dort hergehen, auf den Dorfplatz stehen und einfach schreien. Und dann finden sie uns vielleicht. Ja. Und da der Regensack vorher kaputt gegangen ist, der Plastiksack, habe ich jetzt einen geilen Arsch bekommen. Und zwar ist das Wärmedecke von letzter Nacht. Und die hat meinen Schlaftag so trocken gehalten, wie er jetzt ist. Also eigentlich immer noch ein bisschen nass. Bruh. Ja. Dann wir fahren jetzt mal weiter Richtung Alba. Das ist Südosten. Ja, und hoffe, dass wir den Mal finden. Er ist aber nicht genau in Alba, aber wir finden es schon. Ja, wir haben jetzt vielleicht so 3/4 Stunde, 1 Stunde den Mal gesucht, sind durch irgendwelche Gässli gefahren und haben Mal rumgeschrauben. Jetzt wissen wir noch nicht recht, ob wir einfach weiterfahren sollen, Richtung Süden und hoffen, dass wir irgendwie eine warme Nacht verbringen somehow. Oder ob wir das Handy vornehmen und den Mael anrufen. Das wird halt echt eine scheiß Nacht, wenn wir nicht... Das wollen wir nicht. Wir würden die Nacht durchfahren auch. Ja, boah, das wäre auch scheiße. Also, wir haben es gehört. Mit Cheaten. Ein einziges Mal. Wenn du das Internet nicht anlassen, ich sollte es auf der Karte haben. Ready? Ja. Ich muss das Handy abfilmen. Und seht, wie viel wir cheaten. Ich hoffe, es hat noch Strom. Es war jetzt 3 Tage kalt. Oha, oha. Ich bin sofort den Flugmodus drin, wenn es geht. Wir haben noch 94%. Scheiße, Alter. Flugmodus 3. Gut, es hat keine Verbindung mit dem Internet können machen. Nicht auf Maps. Also, du weißt ja, wo wir auf Maps sind. Ja, es nicht. Oh! Sind wir völlig am falschen Ort? Ja! Wo sind wir jetzt? Palermo.
Valormo. Das ist schon ein falscher Ort. Also ganz an einem falschen Ort. Nein, nicht komplett. Alba hat Stumme. Okay, wir müssen hier, wir sind hier. Wir müssen jetzt auf Alba driven. Dann müssen wir links wieder rauf. Und dann ist glaube ich der Nebenweg. Und wir müssen auf Neive und dann noch weiter. Das ist nicht mehr weit. Warte, wir können ja... Ja, nicht. Also gehen wir auf Alba und dann Wie weit ist das? 10 Kilometer, dann bis zum Mai sind es auch nochmal 5. Alba und dann Neive. Und dann, wie nennen sie das? Gastalon del Lance. Fertige von. Nein, cheatet, sorry. Aber wir haben ja einen trockenen Schlafplatz, I guess. Ja. Wenn man auf der Karte schaut, sind es auch also morgens sind wir safe an mir. Es sind vielleicht 50 Kilometer maximal. Ja, wir sehen uns vielleicht das Alba, vielleicht das Neive und vielleicht auch einfach den Mile abfilmen. Ich freue mich so hart so. Das wäre schon geil. Also dort hinten bei diesem Gebäude da. Wir wollten raus haben und eine Pause machen. Plötzlich so, wo wir 2 Sekunden gerade dort das Velo hergestellt fährt so mit Uah. Also das Sirene, wir haben einen Alarm ausgelöst. Die haben sind einfach dort gewesen. Ich weiss auch nicht, was das für ein pures geheimes Gebäude ist. Wir sind jetzt da ein bisschen weiter und wir machen unsere Pause jetzt hier. Ja. Hört man es? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war schon fertig gewesen. Hört man den noch? Ja. Wie ist die Laune? Hunger? Ja, ich habe schon nicht mehr so Bock. Es ist alles ein bisschen nass. Wir haben gedacht, 10 Kilometer gemacht, haben wir jetzt etwa 15 gefühlt. Das kann schon sein im Fall. Aber auf der Karte hat es wirklich 10 ausgesehen. Ja, aber da sind wir jetzt sicher in der Hälfte. Da haben wir vielleicht noch 15. Ja, aber das ist easy für heute. Jetzt haben wir ein kleines Päuschen, etwas essen. Yeah! Vorher sind wir noch durch ein Tunnel gefahren, wo wir nicht hätten dürfen. Ich schwöre! Richtig längs. Es hat richtig gestunken nach Abgas. Und es war richtig staubig. Alter, ich habe die Augen sofort gemerkt. Ja. Ja. Aber schon irgendwie geil gewesen. Ja, schon. Es hat Spass gemacht. Zum Glück ist niemand von irgendwo gekommen. Ja. Oder fast niemand. Es hat uns nur ein Auto, das uns entgegen ist gekommen, angehupt. Das, ja, ich glaube, es hat nicht Freude gehabt und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht geht. Das ist schon gut, sind wir dort durchgegangen. Sonst hätten wir Ja, sonst hätten wir verdammt Tröger gehabt. Es war schön, zwischendurch war ein Tunnel, dann war wieder Aussicht auf verdammt schöne Weinberge. Ja. Was fun! Halt. Eigentlich sollte jetzt hier die Sonne scheinen und es sollte warm sein und wir sollten in kurzen Hosen und ohne T-Shirt das Zeug bretschen und alles gut. Aber jetzt stehen wir da mit Händchen und Jacke und Regenhosen und nassen Schuhe und es ist kalt und es windet Und der liebe Ben hat einen schlechten Lohn. Also, wir sind jetzt hier in Neive. Vorher sind wir nochmal einen kleinen grossen St. Bernardino, also einen kleinen St. Bernardino, raufgefahren. Und dann hinten wieder runter. Und das macht schon Spass, so Hügel runterfahren. Rauf ist nicht so geil. Wir sind hier mitten in einem Weingut von, ich glaube, Monte heisst das. Das ist so ein bisschen, ich glaube, etwas wie ein Kanton hier in Italien. Die Aussicht ist gerade crazy schön. Ich würde jetzt gerade machen. Nein, weißt du, das Leute, also alle, wir haben uns schon passiert, dass wir jetzt das Licht im Gang anlassen, einfach die Leute gedrückt. Und da haben wir gedacht, das ist irgendjemand, der von nebenan oder so das Licht gesucht hat. Das ist noch lustig, dann sind die es gesehen. Boah, sie fuhren schnell, das ist schon crazy. Wie war es so, durch Piemont zu fahren? Das ist sicher geil. Wo?
Bermo. Hier durch. So Ah, mit den ja, Weinfeldern wir sind und so. zuerst durch den Tunnel gegangen, wo glaube nur Autos dürften. Ist das auch schön gewesen? Ja, sie geheißen. Ich glaub's, aber ich habe es nicht gecheckt. Okay. Aber es war geil. Es war verdammt staubig für die Augen. Sie ist schon über rote Ampel gefahren. Nicht nur das. Ja. Mal, was haltest du von unserer Ankunft? Überraschend. Ich hätte gedacht, okay. Bin gespannt, wie weit es das ist, aber nicht schlecht. Ciao. Hat eine gute Nacht gehabt. Ja. Bis auf die letzte. Ja, die letzte ist ein Das bisschen... heisst, ich hätte nicht null Schlaf. Nein, muss wir noch haben 4 wirklich tun. genug Schlaf grundsätzlich. Okay. Bis auf die letzte. Wieder auf die letzte. Ja, wir haben sicher auch 5 Hey, also muss schon geil sein, oder? Ey, also wir kommen rauf. Ja.